Hey liebe Leute, Mr. J am Mike, der Rufus und ich wünschen euch frohe Festtage, schöne besinnliche Tage und natürlich hoffen wir, dass ihr das ein oder andere Geschenk bekommen habt, das ihr euch gewünscht habt. Wir haben auch ein Geschenk für euch und zwar kommt heute die erste Episode von Diamonds Are Forever raus. Der Rufus hat es geschafft, er hat seine Sniper auf Diamant. Momentan ist er in der Ferien, irgendwo in den Bergen oben und hat kein Internet. Darum mache ich jetzt gerade die erste Episode von Diamonds Are Forever. Schon fast eine Ehre für mich, dass ich das anfange. Das Ziel davon ist eigentlich, dass ihr ein paar Tipps von uns bekommt, damit, wenn ihr die Waffenkategorie auf Diamant haben wollt, damit ihr wisst, wie ihr es schnell hinbringen könnt, die Waffe auf Diamant zu haben. Darum sehen wir jetzt gerade im Hintergrundvideo mit dem Account SwissDevCode, der zweite Account vom Rufus, den wir ja kennen. Dort spielt er mit der DSR 50. Er hat mir gesagt, das sei einfach die beste Waffe. Vielleicht nicht in der Bewegung, aber im Schaden. Also das ist die Waffe, das Snipergewehr, das am meisten Schaden hat. Mit was für Aufsatz hat der Rufus eigentlich gespielt? Er hat entweder das erweiterte Magazin oder das schnelle Magazin. Er hat mir aber mitteilt, dass er meistens mit dem erweiterten Magazin gespielt hat, vor allem bei der DSR 50, weil die halt einfach auch mit erweitertem Magazin nur 7 Schüsse drin hat. Also wirklich wenig. Man muss ständig nachladen und ja, kann nicht mehr so flexibel sein als mit einer Waffe, die ein bisschen mehr Schüsse drin hat. Was hat er sonst noch drauf gehabt? Hat er gesagt, der Ballistikprozessor ist ein Muss. Er hat nur mit dem gespielt, ist einfach 100-mal einfacher und präziser. Allgemein ist Sniper im BO2 schwerer geworden, auch wenn es einfacher aussieht. Es ist um einiges schwerer geworden. Man sieht es schon nur beim Zoom-In, also beim Reinzielen. Wenn man das ZF benutzen will, geht es einfach wirklich ein Zeitchen lang, bis man mal durchs Fadenkreuz schauen kann. Auch mit Gewandtheit, wo man sonst bei den MPs kennt, ist im Anschlag sofort oben, beim Sniper geht das nicht. Also wirklich, man braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Und das führt eigentlich dazu, dass man schon fast ein bisschen defensiver spielen muss mit dem Sniper. Also wirklich, wenn man näher mit dem Sniper ein bisschen rampenhaft spielt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden no-scopen oder quickscopen einfach schwerer oder geringer, da man einfach eine längere Zoom-In-Zeit hat. Um die Waffen auf Diamant zu bringen, hat er natürlich mit jeder Sniper-Klasse spielen. Und sein zweiter Favorit war die Ballista. Er hat gesagt, die Bewegung der Ballista selber sei einfach 100-mal geiler als die DSR 50. Und das beste Gewehr, das man hätte machen können, wäre natürlich der Schaden von der DSR 50 mit der Bewegung der Ballista. Das Einzige, was bei der Ballista wirklich ein Negativpunkt ist, sind die vielen Hitmarker. Also wirklich One-Shot-Kills fast unmöglich, außer man trifft wirklich den Kopf. Jetzt kommen wir noch schnell zu den Perks, zu den Extras, die er drin hat. Und zwar hat er auf dem Eis Ghost oder Leichtgewicht gehabt. Ist eine reine Geschmackssache, will man ein bisschen Stealth spielen oder ein bisschen schneller, agiler sein. Also sind dort frei. Auf dem zweiten hat er meistens Plünderer gehabt. 6 wegen der Schüsse vom Gewehr oder wegen der Granaten. Und im dritten hat er mir gesagt, es sei eigentlich ziemlich egal, einfach Geschmackssache. Er hat dort meistens Marathon drin gehabt, damit er einfach immer schneller bei den Spots ist, wo er einfach weiss, dass die Gegner kommen. Und mit dem Sniper sind es ja meistens so gerade sichere Kills. Dann hat er eigentlich noch überall Semtex drin gehabt, aber im Verlauf des Spielen mit dem Sniper hat er wirklich gemerkt, dass das Zoom-In geht wirklich einfach zu lang. Hat Semtex rausgenommen und hat dann hauptsächlich mit dem Tomahawk gespielt. Und ja, mit der Semtex sind momentan Kills schwerer als in den anderen CODs, haben wir sicher auch alle schon bemerkt. Jetzt noch schnell zu der Tarnung selber, wir kennen es alle. Bis zu Typen ist eigentlich ganz normal, müsst ihr einfach normal mit der Waffe spielen. Und bei den Sniper müsst ihr keine Headshots machen, ihr braucht eigentlich 250 Präzisionsmedaillen. Also wirklich, grob gesagt, mit dem Sniper 250 Kills. Nachher kommen wir zu der letzten regulären Tarnung, also nach den 250 Kills haben wir ja Typen. Und dort müsst ihr nachher 10 Weitschüsse machen, 50 Kills ohne Perks, 50 Kills ohne Aufsatz, 5 Mal ein Doppelabschuss und 10 Mal Blutrünstung. Er hat mir erzählt, dort wo er am meisten Schwierigkeiten hatte,
ist einfach blutrünstig gewesen. Dort hat er wirklich angefangen an defensiv zu spielen, bis es gehabt hat. Und er hat selber gesagt, weisst, du musst auch defensiv spielen in diesem Black Ops, wenn du wirklich hohe Kills willst haben. Aber ihm würde es wirklich mehr Spass machen, ein bisschen rambohaft. Mit dem Sniper ist halt schwerer. Aber wie blutrünstig, wenn ihr die 10 Medaillen braucht, spielt ihr ein bisschen defensiv. Ja, das ist eigentlich alles zu der Diamanttarnung. Unsere Tipps und Tricks, die ihr könnt einsetzen könnt, wenn ihr wirklich den Sniper auf Diamant haben wollt. Plus hat der Rufus mir noch etwas gesagt, bevor er in die Ferien abgedüst ist. Und zwar hat dann irgendjemand versucht zu adden mit dem PSN-Namen Rufus101. Das Problem ist, er spielt hauptsächlich mit dem PSN-Namen Swiss Deathcode und er hat dann eigentlich adden und die Freundschaftsanfrage ist schon wieder zurückgenommen worden. Darum derjenige, der dann eigentlich adden auf Rufus, soll es doch auf Swiss Deathcode machen, weil dort ist er meistens aktiv. Noch eine kurze Info, ab dem 29. Dezember bis ca. am 2. Januar bin ich weg. Das heisst, es gibt keine neuen Videos. Der Grund dafür ist, der Rufus und ich gehen Silvester feiern, und zwar in die Berge rauf. Und dort haben wir kein Internet, darum wird es eigentlich recht schwer. Aber was wir uns eigentlich vorgenommen haben, wir werden dort in dieser Zeit vor allem Let's Plays machen. Und die werden dann nach dem 2. Januar einfach regelmäßig aufgeladen. Wenn ihr noch in dieser Zeit einen Wunsch hättet, anstatt Hitman Let's Play noch ein anderes Game gesehen, dann schreibt uns das, dann können wir das vielleicht noch organisieren, bevor wir wirklich ganz weg sind. Und ja, dann hättet ihr ab im Januar sicher regelmäßig Let's Plays auf unserem Kanal. Ja, ich bin eigentlich zum Schluss gekommen. Ich wünsche euch somit eigentlich, wenn wir uns vor dem 29. nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut, geniessen eure Ferien. Habt es gut mit den Kollegen, festet am 1. gut. Und bis dann wünsche ich euch alles Gute und man hört sich spätestens am 3. Januar 2013. Schönen zusammen, Peace und out.